Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute möchten wir gerne an unserem Lavendel-Journal innen drinnen noch ein bisschen mehr Lavendel herbringen. Aussen haben wir ja den Einband mit schönem Lavendel und jetzt habe ich gedacht, hier innen braucht es auch noch ein bisschen Lavendel. So habe ich mir das gedacht. Nein, ich habe gedacht, ich muss da irgendwie ein Täschchen machen oder irgendwas. Irgendwie mit dem Stoff. Aber da das so einfach ein bisschen langweilig ist, möchte ich hier noch ein bisschen mit Papier arbeiten. So, vielleicht noch ein bisschen mit Grün. Und da habe ich noch so ein wunderbares Müsterungspapier. Mit dem kann man vielleicht auch etwas machen. Ich habe noch absolut keine Ahnung, wie das rauskommen soll. Ich habe mir das so parat gemacht und dann ein bisschen probiert herzulegen und dann bin ich komplett überfordert gewesen. Ich dachte, nein, Und dann habe ich gefunden, hey, weißt du was, jetzt fängst du einfach mal an, jetzt machst du einfach mal etwas. Ich habe noch ganz viel Lavendelstoff. Wenn es blöd rauskommt, kann ich immer noch sagen, hey, nein, so nicht. Also, ich habe meine Nähmaschine auf jeden Fall parat gemacht dort. Weil wir haben ja beim Einband machen gemerkt, dass der Stoff, der ist irgendwie so synthetisch und der klebt nicht richtig. Der, mal auf dem Papier klebt er, aber wenn er jetzt irgendwie so auf sich selber klebt er echt überhaupt einfach nicht. Und darum habe ich gedacht, ja, ich tue dann noch ein bisschen einfach drüber nähen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, mache ich mir da irgendwie so ein Dreiecktäschchen und hinten dran noch ein bisschen so irgendwie, dass wir da mehrere verschiedene Täschchen haben. Oder mache ich mir da irgendwie mit dem Papier drunter ein Täschchen und habe dann das da irgendwie so wie drunter versteckt. Aber das kann ich ja nicht gut annähen. Sonst nähe ich hier komplett über das Zeugs drüber. Ich kann das nicht gut auf dem Cover drauf annähen. Oder so natürlich. So versteckt. Oder mir hat eben der Ausschnitt noch so gut gefallen mit dem kleinen Sommervögeli. Das Sommervögel ist ein bisschen komisch, weil es so wie schräg durchab fliegt. Dann meint man irgendwie, der Stoff ist falsch rum. Gut, mal so. So sind jetzt die Stängel so. Das geht ja so um eine Ecke herum. Und dann gehört wahrscheinlich eben das Sommervögel zu diesen Lavendelstängeln, die so sind. Ja, aber eben, wenn man es nachher dann so hat, dann sieht es aus, als würde es so runterfliegen. Das ist doch irgendwie dumm. Dann müsste man das so haben, oder gar nicht. Die Ecke, nein, das ist einmal so. So könnte man natürlich die Ecke auch machen. Dann wäre das noch gerade so drauf. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. So, aber was habe ich denn jetzt gedacht? So eben. Das habe ich mir noch ausgedacht. Dass das nachher so ein höchstes Täschchen ist. So. Vielleicht hier ein bisschen rund. Und dann irgendwie das so drunter. Und das nachher auch rund und das auch. So ein bisschen verschiedene. Und das zuunterst. Zuinterst. Irgendwie kann ich mir das gerade am besten vorstellen. Also. Das mit dem Dreieckzeug. Ja, komm. Ich glaube, ich schneide hier einfach mal ab. Ja. Ja.
Ich schneide jetzt das mal ab. Ich glaube, ich nehme hier Zickzack-Schere. Möglichst nahe an dem anderen Sommervögel. So. So, komm, und dann machen wir doch das so. Und schneide da mal so eine Rundung rein. So. So. Genau. Hey, ja, und jetzt schneide ich doch die auch so, und zwar auch mit Zickzack, oder sonst, ich muss noch schnell schauen, was ich sonst noch so für Scheren habe, wo man so Müsterchen machen kann. Dann schneide ich doch die auch mit so verschiedenen Müsterchen zu. Genau. So, was haben wir da? Was haben wir da? Oh, die ist cool. Die gibt ein cooles Muster. Das ist hübsch. Da die Wellen, die sind vielleicht ein bisschen zu gross. Das ist Zickzack. Das sind so Briefmarken. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Was haben wir noch? Ah, so Wellen. Was ist da der Unterschied? Aha, das sind einfach so Wellen. Nein, ich finde den cooler jetzt gerade. Und das ist so ausgefranselt, das passt vielleicht auch nicht ganz. Aber Zickzack haben wir ja schon. Dann könnten wir zwar vielleicht fürs Grösste dann gleich noch die grossen Wellen nehmen. Genau, für das hier. So, also. So, für das natürlich. Für das die Schere. Für das gerade ein bisschen Knosch. Für das die und für das die. So. Dann schauen wir mal, wie groß müsste denn das sein. Das macht ja nichts, wenn sich das ein bisschen da hinten versteckt. Dann sagen wir, wir schneiden das. Das kommt bis ganz über. Nein. So. Weiß nicht. So. So. Genau. Oh, das ist ein herziges Müsterchen, sehr fein. Und dann das da. Das wäre dann so. Geht doch das? Zack. Und zack. Und wieso lege ich das jetzt dahinter, dass ich es nie mehr finde? Oh. Super, jetzt habe ich genau hier einen Fehler gemacht mit Schneiden. Aber ja, das fällt sicher nicht so auf. So und so und so.
Und jetzt noch das da. Der geht von hier. Darf der so weit oben sein? Weißt du, ich schneide dem noch so das Rändchen ab. Dann mache ich den mit der geraden Schere, mache den ein bisschen kleiner. So. Zack. Genau. Jawohl. Und dann kann der hier so gross sein. Bis hierher. So gross. So. So. Mal schauen, wie das tut. Mit dieser grossen Welle. So. Mal schauen, mal schauen. Oh. Das ist aber schon noch hübsch, he? Das gefällt mir. Das gefällt mir. Eigentlich habe ich gar nicht das Gefühl, dass man es unbedingt nähen muss. Aber ich habe hier noch in der Nähmaschine den dunkelbraunen Faden, den ich die damit genäht habe. Wenn ich jetzt mit dem genauso einen Zickzackstich hier durchgehen, dann hätten wir doch hier wieder einen schönen Rahmen und dann passt doch alles wieder wunderbar zusammen. Genau, dann machen wir das und dann inken wir das noch ein bisschen mit Violett. Und dann glaube ich, kann man das ganz schön reinleimen. Also, komm, dann... Oh. Dann nähen wir doch hier das so hier zusammen. So, zusammengenäht ist es, inkt noch nicht, bravo, das habe ich wieder mal super gemacht. Aber easy, dann inken wir das noch ganz schnell. So, voilà, das wäre es schon gewesen. Und jetzt ich glaube, ich nehme hier den Faden hinten. So, jetzt hätte das wirklich gut. Und dann leimen wir das und ich glaube, hier können wir das auch leimen.
So. Oh, super. Jetzt nehmen wir das da. Oh. Das hätte man auch vorher können. He? So. Ja, das wäre wahrscheinlich vorher besser gegangen. Ich habe gedacht, man kann es dann einfach so aufklappen, aber das ist ja Papier und nicht Stoff. Bei dem hier geht es natürlich gut so. So. Aber ich glaube, es kommt alles gut. So, hier finde ich es auch gar nicht schlimm, dass es jetzt ein bisschen krumm ist. Dass es hier so ein kleines bisschen goldig vorblitzt sieht, finde ich jetzt gerade noch so ein bisschen herzig aus. Und sonst könnte man da immer noch da irgendwie ein Bändchen drüber kleben, wenn einem jetzt das mega fest stört. So, doch, ich finde das cool mit dem Zickzackelten. Dann gibt es gerade einen schönen Rahmen. Das Bändchen hier darf bleiben. So, und so hätten wir 1, 2, 3, 4 Täschchen hier vorne. Und wir haben ein bisschen Lavendel im inneren Teil. Wenn man das so aufklappt, dann kommt das gerade so schön vor. Hey, mega cool! Für das, dass ich am Anfang überhaupt nicht gewusst habe, wo das es hergehen soll, bin ich jetzt hier also noch ziemlich schnell zu einem Schluss gekommen. Ich glaube, ich schneide dann da das Gefötzel noch ein bisschen ab. Und ja doch, mit diesen verschiedenen Rändchen, finde ich, ist das eigentlich noch ganz witzig rausgekommen. Und Sommervögel gefällt mir natürlich auch besonders gut. Hey, und wenn es euch auch gefallen hat, dann würde es mich mega freuen, wenn ihr mir vielleicht ein Abo da lassen oder einen Daumen hoch geben oder ein Kommentar schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!